Dezember ist ein dunkler Monat. Wenn man am Morgen aus dem Bett steigt und geht arbeiten, dunkel. Wenn man dann endlich Feierabend hat, dunkel. Weil die Sonnenstunden in diesen Tagen rar gesät sind, ist es nicht immer einfach, die Energie oben zu behalten. Einen kleinen Lichtblick gibt es aber trotzdem. Die zahlreiche Weihnachtsbeleuchtung. Klassische mit warmem Licht, wo entweder durchgehend leuchtet oder in verschiedensten Rhythmen blinkt. Riesige Ketten, ganze Vorhänge oder Mini-Versionen für Tischdeko oder als Accessoire fürs Bonsai-Bäumli. Auch Lichterketten mit grünen, blauen und roten Lämpchen gibt es inzwischen in diversen Ausführungen. Die Meinungen dazu sind aber gespalten. Für die einen sind sie erfrischende Alternativen, für andere eher die Ed Hardy-Shirts oder die Crocs unter der Weihnachtsbeleuchtung. Millionen von Lämpchen sind jedes Jahr im Einsatz für ein Leuchten in der dunkelsten Jahreszeit. Aber wer sind die Lämpchen eigentlich? Dem widmen wir uns in der heutigen Geschichte. Die Anspannung ist gross. Vor ein paar Minuten sind sie noch nebst ein paar Tanzäpfeln und Christbaumkugeln in der grossen Kartonschachtel gelegen, auf engstem Raum zusammengewurschtelt. Aber jetzt haben alle wieder ein bisschen Luft zum Schnaufen. Sie sind entwirrt und auf dem Stubenboden von der Frau Schwarz ausbreitet worden. Die Rede ist von 300 LED-Lämpchen an einer Kette. Es ist Saisonstart. In wenigen Minuten wird Frau Schwarz sie um ihren Tannenbaum wickeln. Bevor sie das aber macht, hat sie die Lichterkette wie immer zuerst parat gelegt und kocht jetzt noch die Nacht, bevor es ernst gilt. Das hat Tradition, wie so vieles bei der Frau Schwarz. Wenn man Frau Schwarz mit einem Wort beschreiben müsste, wäre experimentierfreudig wohl nicht die richtige Wahl. In ihrer Arbeit, in ihrer Wohnungseinrichtung, ja sogar in ihrem Datingverhalten hat alles seinen genauen Ablauf müssen haben. Das hat auch das Lämpli Nummer 1 von dieser Kette, der sogenannte Lämpli Captain, bei seiner Saisonansprache betont. Ja, auch bei Lichterketten gibt es Hierarchiestufen. In jeder Kette hat es ein Lämpli, das die Entscheidung trifft, wie genau beleuchtet wird. Gewisse Captains sind da lockerer und offen für Vorschläge aus der Kette, während andere einfach strikt top-down alles bestimmen. Der Captain von dieser Kette zählt zu letzterer Kategorie. Er will ein durchgehendes, konstantes, kräftiges Leuchten sehen. Frau Schwarz erwartet das so und so wird es dann auch gemacht. Schliesslich haben sie den Sommer durch alle gut trainiert und sagen topfit. Man muss für das Ganze Folgendes verstehen. Ein durchgehendes Leuchten ist für Lämpchen nicht ohne und braucht viel Kraft. Ohne Training haben die Lämpchen da nämlich keine Chance, während mehr als einem Monat, Abend für Abend und jeweils über mehrere Stunden ununterbrochen warmes Licht abzugeben. Man kann es ein bisschen vergleichen wie das ewig lange Verharren in der Hockey bei Skifahrerinnen und Skifahrern. Von außen sieht das immer so einfach aus, machbar ist das aber nur durch Konsequenz und Herztraining. Wo der Captain in seiner Rede eine kurze dramaturgische Pause einleitet, interpretiert das Lämpli 225 das als guten Zeitpunkt, um selber eine Wortmeldung einzubringen. Wo der Captain das Handzeichen sieht, versucht er das zuerst gekonnt zu ignorieren, aber das 225 lässt nicht locker. Darum knickt der Captain schliesslich widerwillig ein und fragt, was denn so dringend sei. Das 225 war noch nicht lange in dieser Kette, erst das 3. Jahr. Aber jetzt hat es seine Chance gesehen, um endlich mal selber ein Wort zu ergreifen. Der Captain hat nämlich ein ungeschriebenes Gesetz aufgestellt. Neulinge dürfen sich erst ab der 3. Saison zu Wort melden. Am liebsten wäre am Captain sowieso gewesen, wenn alle einfach ruhig wären und das befolgen, was er sagt. Die Entwicklungen in der Weihnachtsbeleuchtungsbranche hat er nämlich kritisch gesehen. Mehr Mitspracherecht ist in der ganzen Szene gefordert und in mehreren Lichterketten durch Arbeitnehmerverbände auch bereits schon erreicht worden. Das 225 hat also die Gelegenheit genutzt und seinen Vorschlag eingebracht.
Wie wär's, wenn sie das Jahr statt konstant durchzuleuchten, das Ganze ein bisschen auflockern und blinken würden? Ich habe das Gefühl, der Frau Schwarz würde das gut tun. Sie mache seit Jahren immer alles genau gleich. Sie sei richtig gefangen in einem Trott. Und als Lichterkette sei es jetzt ihre Aufgabe, neue Impulse ins Leben von der Frau Schwarz hineinzubringen. Auch sei es doch nicht mehr zeitgemäss, dass Lämpli sich nur abrackert, ohne dabei selber ein bisschen Spass zu haben. Als LED-Lämpli vom alten Schlag hat der Vorschlag vom 225 beim Captain wenig Anklang gefunden. Experiment dulde er kein. 15 Jahre sagt er jetzt schon der Chef in der Lichterkette von der Verschwarz. Und früher sei er Teil von diversen erstklassigen Lichterketten auf den renommiertesten Weihnachtsmärkten von ganz Europa gsi. Frau Schwarz sei eine Frau, die zeitlose Klassiker schätze. Und diesem Anspruch will er auch in seinen letzten Jahren noch weiterhin gerecht werden. In 2 Jahren würde er pensioniert werden. Da riskiere er nicht mehr, den Job zu verlieren und noch in einer Lichterkette an einem Foodtruck oder sonst wo zu landen. Aber das 225 hat sich nicht einfach so abwimmeln lassen und gemeint, dass es auffällig sei, wie oft der Captain von früher rede. Der Blick gehöre doch in die Zukunft. Selbst die Menschen, die eigentlich nicht gerade als die intelligenteste Spezies gelten, haben es mit der Zeit hier und da geschafft, Fortschritte zu erzielen und mehr Lebensqualität zu erreichen. Unter anderem mit Gewerkschaften. Und da spüre ich auch einfach, dass die Frau Schwarz das insgeheim schätzen würde, wenn sie als Lichterkette ein bisschen Abwechslung in ihr so durchgeplantes Leben brächtet. Die Frau würde doch einfach gerne mal ausbrechen, wüsste aber einfach schlichtweg nicht, wie das alles gänge. Aufs Wort Gewerkschaften hat der Captain aber allergisch reagiert. Das Einzige, was ihm am Wort Gewerkschaft gefallen hat, ist, dass drin das Wort Werk vorkommt. Das Beleuchten von einer Lichterkette sagt schliesslich ein Handwerk und keine Sache für Lämpli auf einem Selbstverwirklichungstrip. Wo das anführe, sieht man ja fängs überall. Gewerkschaften würden den Respekt vor diesem Handwerk nur untergraben. Heute wollen immer mehr Lämpli eine bessere Work-Life-Balance mit Erholungsphasen. Das Blinken sagt doch dabei einfach nur ein billiger Trick, um zwischen ihnen ein bisschen auf der faulen Haut rumzuliegen. Ästhetisch sagt das auf keinen Fall. Hippie-Zeug sagt doch das alles. Das 225 hat die Antwort vom Captain aber so nicht akzeptiert und hat gemeint, dass es doch einfach engstirniges Schwarz-Weiß-Denken sei. Nur weil man nicht alles ganz genau so mache, wie man es schon immer gemacht hätte, mache ich einem doch nicht zu einem Revoluzer, der zu allem anderen auch gerade noch aufs Handwerk pfeifen soll. Aber es ist doch schade, wenn die Bandbreite der Möglichkeiten so gross sei, man sich aber nur auf eine einzige Art und Weise vom Beleuchten beschränke. Es muss ja auch nicht irgendein nervöses Geblinke ohne jeglichem Rhythmus sein. Er hat schon Lichterketten gesehen, die geflackert haben, dass man dabei gemeint hat, es seien richtige Kerzen. Das sagt doch eine Kunstform und brauche absolutes Teamwork. Es kann ja nicht sein, dass er der Einzige in dieser Kette sei, der sich ein bisschen mehr Offenheit für Neues wünsche. Jeder, der ihm zustimme, soll doch bitte kurz die Hand heben. Das 225 hat links und rechts von sich herumgeschaut und auf eine Reaktion von irgendjemandem gewartet. Aber praktisch alle Lämpli haben versucht, am Blick vom 225 auszuweichen und haben entweder an die Decke rauf, zum Lämpli gegenüber oder zum Christbaum übergestarrt. Ist er mit dieser Meinung wirklich komplett allein gewesen? Oder hat sich einfach niemand getraut, sich gegen den Captain und seine Anweisungen aufzulehnen? Obwohl er von 299 Spänchen umgeben war, hat sich das 225 jetzt so allein gefühlt wie noch selten. Oh je, das arme 225. Würdest du zu ihm heben oder wärst du eher auf der Seite vom Captain?
Wer weiß, vielleicht wendet sich ja doch noch zum Guten fürs 225. Um es herauszufinden, musst du aber morgen wieder zuhören. Beim zweiten Teil von dieser Geschichte.